Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drum. Für euch war es nur ein Tag wie jeder andere gestern. Da kam eine Folge. Für mich ist zwischendurch ein ganzer Urlaub passiert. Heute ist mein letzter Urlaubstag. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe fleißig gespielt. Und ich habe nicht nur War Drum gespielt, aber auch, ich habe es auch durchgespielt. Einmal. Und zwar, wir haben ganz viel Neues. Ja, nee, eigentlich nicht. Die Attentäterin haben wir. Und, haben wir schon mit der Geisterseherin gespielt. Mag sein, aber ich habe hier einmal durchgespielt, also so den letzten Gegner da platt gemacht. Der starb natürlich mit, oh, ich werde wiederkommen. Und du kriegst auch gesagt, nee, reicht noch nicht. Du musst das noch ein paar Mal machen. So, und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und zwar werde ich das aber machen mit meiner neuen Lieblingstruppe. So. Attentäterin ist cool. Eine verstohlene Attentäterin, die Schattenmagie einsetzt, um Gegner zu markieren und verborgen zu bleiben. Setzt auf kritische Treffer, die hohen magischen Schaden zufügen. So, wir nehmen die jetzt mal, dann legen wir los und dann erklären wir ein bisschen was drüber. So, was haben wir denn? 5 LP zu Beginn eines Zugs, minus 10% magischer Schaden. Oh, was ist das da? Fügt die Hälfte der aktuellen maximalen Combo als zusätzlich verursachten Prozentschaden hinzu. Derzeit 0%. Das hört sich schon gut an. Ja, ist jetzt nicht so mega, aber das heißt, ja, so eine 25er-Kombo habe ich 12% Schaden oder so. Also 25er-Kombo ist jetzt nicht weiter schwer. Das nehmen wir einfach mal. Oh ja, ich habe ja 2. Ich kann ja 2 auswählen. Haha. Plus 5 auf die Werte für Verteidigung und Widerstand. Gegnerische Verfehlchance 10% gegen diese Einheit mag ich eigentlich sehr. So. Alles klar. Alles klar? Alles klar. Mit dieser Kriegskapelle werden wir dem lila Klumpen in den Bergen in kürzester Zeit entgegentreten. Das letzte Mal, als uns das Ding Rhythmussklaven nannte. Was denkt ihr, hat es damit gemeint? Ja, Slave to the Rhythm. Wer kennt es nicht? Dass es eindeutig was gegen Rhythmusmagie hat. Ja, okay. Wir machen die meisten Dinge im Takt. Also nimmt es vielleicht an, dass wir Gefangene unseres Rhythmus sind. Das ist ein cooler Bogenschütze. Ich mag dich immer noch nicht. Denkt, Gefangene? Der blasphemische Unsinn sprudelt ja nur so aus diesem inkohärenten Felsbrocken hervor. Der Beat von Mutter Rhythmus hallt in uns wieder. Wir müssen jeden vernichten, der nicht zum Takt ihrer Musik tanzt. Also eigentlich sind sie genauso. Also jetzt kurzer Recap. Ja, du musst halt hier diese Ebene machen. Danach kannst du dir aussuchen, willst du in die Wüste oder willst du in den Dschungel gehen. Wenn du das dann geschafft hast, darfst du nochmal aussuchen, willst du in das, was du nicht genommen hast und in den, wie hießen das, die Nimmerlicht-Katakomben oder so, irgendwie sowas. Du musst also insgesamt mit dieser Ebene 3 Dinger durchgehen und dann kommst du in die schwarzen Berge. Ich werd hier gemobbt von einer Mücke. Geh weg, du, geh weg. So. Und in den schwarzen Bergen sind dann die ARF, die Anti-Rhythmus-Fraktion. Also irgendwelche religiösen Fanatiker, die nicht an Rhythmus glauben. So. Das Problem ist aber, so wie er gerade redet, wir müssen jeden vernichten, der nicht zum Takt der Trommel von der... genauso religiöse Fanatiker. Jungs, Atheismus ist der Weg. Okay. Wir müssen nicht alle gläubige Anhänger von Mutter Rhythmus sein. Ich habe viele Völker getroffen, die in Harmonie leben, ohne Rhythmusmagie zu nutzen. Oh ja, Harmonien ist auch schön. Wenn sie keinen Schaden anrichten, wäre es ein bisschen extrem, ihnen die Schädel einzuschlagen. Ey, ich kann dich immer noch nicht leiden, aber... Junge, ja... Ja, das ist nicht, naja, vielleicht hast du recht. Okay, hat sich alles erledigt, so. Aber dieser lila Felsen richtet definitiv eine Menge Schaden an. Lass ihn uns eins für alle Mal in die Luft schlagen. Ja, jetzt mach mal hinne hier. So. Fangen wir erstmal an, Vorbereitung, ja. So, was habe ich denn für Dingsies? Gegnerische Verfehlchance 10%, das kommt immer gut bei ihm. Und... ich werde gleich hier ein bisschen was zur Attentäterin sagen. Ich kann dir mal schon mal sagen, wo ich sie her hatte. Irgendwann gehst du zum Kaufmann und dann steht sie da. Und dann laber. Du kannst dem Kaufmann was kaufen oder labern. Laber mit dem Kaufmann. Und das musst du 1-2 Mal machen oder 3 Mal oder 4 Mal, keine Ahnung, laber ihn einfach immer an. Und dann sagt er, ja okay, du kannst es freikaufen, aber nur gegen eine Rhythmuskette, eine fertige, ohne, also bei mir war es zumindest ohne
ohne Angriff drauf. Also nur gelb und grün oder sowas. Und die hast du dann musst du natürlich nochmal den Kaufmann finden und dann kannst du freikaufen und dann ist sie frei gekauft und dann im nächsten Run, der gestartet wird, kannst du dann irgendwie auswählen oder sowas. Okay, so. Nehmen wir den Hühnen Togo. Nee, komm, wir geben es ihr. Einfach, weil es kann. Weil es kann. So. Okay, dann beginnen wir mal. Ja. Nee, also zuallererst mal kommst du hinten hin. Du kommst natürlich vorne hin. Ja, du kommst dahin. Im Moment ist sie noch ein bisschen sinnlos. Sie kriegt ab Level 3 eine, was ist das, passive Fähigkeit, die ist kriegsentscheidend. Wirklich. Ja, nee, also was du machen kannst in dieser Vorbereitungsphase, weißt du, wenn so das gelbe Dingens da ist, du kannst deine Männer ein bisschen rumschieben, kannst du sie ab Level 3 auf dem ganzen Schlachtfeld irgendwo hinsetzen am Anfang. Und das ist wirklich mega. So. Mega. Keine Ahnung, warum ich das so komisch sag. Hallo? Achso. Bringt nicht viel, ne? Ja, dann ist scheißegal. Dann lass mal so stehen, wo sie sind. Ja, das ist hier. Ja, komm her. Mach mal einfach so. Hat er gerade gesagt, get your bugs und da läuft ein Käfer rum? Das kann natürlich sein, ja. Guti, also. Dann machen wir nächste Runde, ja? Nächste Runde, Kunigunde. Die sollen ruhig mal ein bisschen zu uns kommen. So, dass wir da hier mal was fertig kriegen. Also, da würde ich mal sagen, pass mal auf, was wir hier machen. Gehst da hoch, schießt dem eine auf den Latz. Oder wie das heißt. Ja, also normalerweise sollten wir die jetzt alle mit einem Schlag treffen können. Behaupte ich mal so. Achso, ja, müssen auch treffen, ne? Ach so, nur als kleine Ankündigung, ich brauche so 3 Stunden für einen Run. Also, das ist jetzt nicht irgendwie für schnelle Schlitzer gedacht hier, das Spiel. So, pass mal auf. Also eigentlich will ich durch den Gegner durchgehen. Aber eher nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Soll man einfach angreifen? So, also ich kann mit dieser Figur, das zeige ich dann irgendwann, wenn es geht, durch Gegner durchgehen. Ist insofern praktisch. Ja, guck dir die Kacke an. Aber was ich mit ihr auch noch kann, ich kann nach meinem Move... Wieso sitze ich eigentlich so schief? Upp. So sitze ich besser, ja. Nach meinem Move kann ich mich nochmal 3 Felder bewegen oder eine Sprengkapsel schmeißen. Zum Beispiel hier hin. Ja, das war voll dumm eigentlich, jetzt hier für eine Sprengkapsel zu benutzen. Aber ja, komm. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt gleich hier ein Gewinner-Run wird. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, euch ein bisschen zu zeigen, was ich gerade so mache. So, also, hier Heilung, weil er ist der einzige gescheite Heiler. Da finde ich ja das Wachsamkeit super. Also ich habe jetzt wirklich so ein bisschen rumprobiert so und ich habe halt so meine Lieblinge, weißt du? Ich habe meinen Spielstil oder Spielstil, wie ihr es nennen wollt, so, habe ich halt gefunden und der wird jetzt knallhart mitgenommen. So. Mehrfachziel-Fernkampfangriff mit 2 Treffern, der magischen Schaden verursacht und 2 Züge lang mit markiert belegt. Markiert ist sehr wichtig. Wenn der Gegner markiert ist, einen Status lang, einen Zug lang durch Bluten ersetzen. Hier. Bewege jeden Gegner einen Zug lang mit markiert, wenn du dich durch ihn hindurch bewegst. Das mache ich doch aber sowieso. Also, kann ich auch nicht auswählen. Kriege ich beides. Gut, ich wollte gerade sagen, ja, das habe ich noch nie ausgewählt, das habe ich doch immer hier. Ja, ich kriege hier aktiv
Geschnippte Dolche, ja, ist ganz praktisch, ja, so ein bisschen weiterer Angriff so. Und hier, wenn ich durch Gegner durchgehe, also einfach über den drüber gehe, dann kriegt er markiert. Und wenn er markiert ist, 20% kritische Trefferchance, generell, nicht nur mit der Assassine, ne, wie heißt die, das Mädel? Ja, die heißt Cassandra. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, ich muss vielleicht mal gucken, wäre eine gute Idee, ne? Aber es ist ja langweilig. Gucken ist für Anfänger. Kostet Geld, kostet Anguckgebühr. Hat Aska schon gesagt. So, alles klar. Wollen wir uns den Run gleich versauen oder erst nachher? Na, erstmal Sachen atzeln. Erstmal bunkern, ja? So, guck mal, wir haben ein Schild gekriegt. Zeig ich mal kurz her. Was kann denn der Schild? Jeder erste Angriff gegen diese Einheit pro Runde verursacht minus 50% Schaden. Das ist super. Ich hatte auch mal eins, dass jeder erste Angriff 0 Schaden macht. Das ist genial gegen die Glaskanonenfrau, die wir nachher wieder kriegen. Egal. Aber, und das habe ich halt auch erst spät, sehr, sehr, sehr spät gelernt, wenn du die Glaskanonenfrau nimmst, es sollte nicht heißen, jeder erste Angriff, sondern jedes erste Mal Energie verlieren. Weil wenn die nämlich einen Angriff macht, verliert sie Energie. Und das wird dann einfach geblockt. Also das wird dann auf 0 gesetzt. Das war ein bisschen doof. So, jetzt, hier, gib mal ihm. Er ist quasi hier so mein Damage-Dealer. Und den Rest kriegen wir so hin. So, ich habe natürlich, ich weiß nicht, also ich habe nicht nur einmal komplett durchgespielt. War cool, sondern auch vorher natürlich viele Runs gehabt, wo es nicht so gut lief. Also, was heißt nicht so gut? Roguelite, bla bla bla. Wo ich es nicht durchgespielt habe. Ey, gleich mal in den Hinterhalt geraten, ihr habt es doch nicht mehr alle. Ja, natürlich, guck. Gleich, ach ja, schön. Und nicht so gut... Alter, nicht so gut laufende Runs geben ja trotzdem Punkte zu verteilen. Sag mal, wollt ihr mich gerade veräppeln oder was? Also echt jetzt, komm. Noch 5 Leute. Mann, ey, was ist denn das für eine Ausgangslage hier? Bin ich nicht gut. Wie viel sind es denn insgesamt? 4. Okay. Das heißt, du bringst zuallererst mal den da. Mach's mal platt. Hat gereicht, sehr gut. Und guckt, da hustet er wieder. Macht das Mikrofon vorher aus, weil er euch nicht anhusten will. Und schon wieder hat er vergessen, das Mikrofon wieder freizuschalten. So ist das halt. Also dann machen wir hier wie letztes Mal. Ich mache Live-Synchronisation. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Also, ich bin immer noch verwirrt, dass die mich dauernd sehen konnten. Also eigentlich hier, guck, verwende Magie des Schattendolches, um für 1 bis 3 Züge verborgen zu werden. Und im nächsten Zug 0 bis 1 Bewegungspunkte dazu zu erhalten. So. Die sollten mich eigentlich nicht sehen. Ich verstehe nicht ganz, warum die mich sehen. Also diese roten Pfeile da, also diese Dinger da, das bedeutet ja nur, dass ich im Bereich bin. Eigentlich. Und ich glaube halt, dass das ein Fehler ist im Spiel. So. Sehr schön. Ah ja, ich bin ja verlangsamt. Auch, dass ich anderes Zeug drauf habe, ist eigentlich egal. So. So, jetzt gucke, da bin ich durchgegangen, habe einen markiert hinterlassen. Und wenn ich jetzt nicht schon was gemacht hätte, könnte ich ihm jetzt schön in den Rücken fallen. In den Rücken reinhacken, gibt, glaube ich, noch ein bisschen extra Dingensbummens. Aber aus irgendeinem Grunde hat das ja hier gar nicht funktioniert. Ja, das macht diese Runde, also das macht sie wirklich schwer. Also kann jetzt sein, dass ich hier Sachen doppelt sage. Ich muss das ja hier, ihr hört es gerade, ich sehe, ich bin immer ganz lippensynchron. So, und jetzt... Warten? Willst du nicht was schmeißen, Junge? Okay. So, bin wir mal gespannt hier. Ja, er steht halt, also, ja. Es ist halt wirklich hier die schlimmste Konstellation, die man sich so vorstellen kann. Mit meiner Assassine, die noch nicht bereit ist, mit einem Bogenschütze, der halt sehr zerbrechlich ist. Der Damage-Dealer hat nicht viele HP, also es ist nicht der Glatzenmann mit dem Hammer. Der Glatzenmann mit dem Hammer, der hat halt ordentlich HP, das hat halt der Mann mit dem Stecken, mit dem Speer nicht, aber trotzdem ist er eigentlich recht gut.
Eigentlich. Aber der Anfang ist halt schwer. Und wenn du halt gleich, so wie hier am Anfang, 5000 Fernkämpfer vorgesetzt kriegst, dann ist das irgendwie doof. Hör mal, das sind ja gar keine Fernkämpfer. Was laber ich da? Ach so. Haha, guck mal, ich bin beim ganz anderen Kampf. Ja, guck mal, das hier ist der Easy-Kampf. Sorry, vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der Kampf, der danach kommt, das ist der, wo ich nur gegen Fernkämpfer spielen muss und läuft nicht so gut. Läuft nicht so gut, kann ich euch sagen. Und, ja. Und meine Assassine wird dauernd gespottet. So. Die Cassandra nenne ich sie. Weil ich kann. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, zwischenzeitlich, wie sie eigentlich heißt. Die hat bestimmt einen Namen. Irgendwas mit Rhythmus. Die heißt bestimmt Melody. Naja, die heißt Cassandra, weil ich das sag. Kannst benennen, wie ich will. So, jetzt mach mal hinne hier. Es tut mir leid, ich muss noch 2 Minuten nachsynchronisieren. Und ich habe mich schlecht vorbereitet, merke ich gerade, weil ich in einem ganz anderen Kampf war. So, kriegen wir aber hin. Guck mal, den hier tut er aus dem Gebüsch rausballern, aber reicht nicht. Siehste? Hab ich gewusst. Dumm gelaufen. Aber jetzt könnte ja mein Rhythmustrommler hingehen. Kriege ich jetzt so die Idee. Oder ich stell ihn mal ein Feld runter, genau. Stell ihn ein Feld runter, lass ihn dann den anderen pieksen. Der piekt ja besser auf dem zweiten Feld. Also wenn du direkt am Gegner dran stehst, macht es nicht so viel Schaden, wie wenn der Gegner 2 Felder entfernt ist. Genau das meine ich. So, jetzt piekt den. Mach mal hier Peak-Performance. Zack, ins Nasenloch. Wunderbar, kann er gut atmen. Und jetzt den Trommler mit seinem bisschen Trommelgetüttel, was er da hat, den da oben wegmachen. Der hat, glaube ich, noch 1 Pixel Energie. Das kriegst du hin, Junge. Ich glaube an dir. Auch wenn die Grammatik gerade nicht mit mir ist. So, gucke. Ja. Und er ahnte noch nicht, was gleich auf ihn zukommen wird. Aber, pass auf, ich glaube, der gute Mann hat gerade gesehen, so langsam, da stimmt doch was nicht. Warum hört man mich denn nicht? Ah, markierter Pfeil. Chance von 30%, einen Zug lang Gedönse zu machen. Oh, guck mal. Hallo. Sehr schön. Wie lange habe ich wieder ohne Ton geredet? Ich sollte wirklich mal aufhören, hier dauernd am Mikrofon leise zu machen. Naja, werde ich nachsynchronisieren. Ist ja nicht das erste Mal so. Handeln ohne Rücksicht passiv. Plus 15 Schaden, der beim Markier zugefügt wird. Lasse das Kriegshorn erklingen, fügt Gegnern auch taub für 1 bis 2 Züge zu. Ja, okay, aber ich finde das hier. Ich finde das da eigentlich besser, oder? Minus 5% erlittener Schaden pro Verbündeten in der Nähe des Wächters. Aber dann müsste man halt... Plus 15 Schaden, der beim Markier zugefügt wird. Und im Moment habe ich sogar 2 Leute, die markieren können. Ja, ich nehme trotzdem. Ich mag Verteidigung. Ich mag Verteidigung, kann man nicht anders sagen. So, gucke mal. Krieg mal hier heute 3 Kämpfe locker hin hier. So, was haben wir denn hier? Achso, ja. Pass mal auf, das haben wir hier irgendwo gesehen. So, jetzt hat er schon mal 2 Dinger da drin. Wir haben ja eben schon ganz gut auf... Komm, wir probieren mal, aber wahrscheinlich irgendwas Doofes wieder. Der voll aufgedrehte Obelisk. Ihr stoßt auf einen Rhythmus-Obelisken, der vor Magie summt. Es könnte sich als nützlich erweisen, eine Weile in seiner Nähe zu bleiben, um den Obelisken herum versammeln und die Rhythmusmagie, die Verteidigung der Kriegskapelle stärken lassen oder den Obelisken mit einer einzigen Einheit berühren, um ihm mehr Energie... Nee, ich gehe auf Nummer sicher. Minus 20% erlittener Schaden für die gesamte Kriegskapelle für 2 Gefechte. Ja gut, das war okay, das kann ich gebrauchen. So. Ja komm, dann nehmen wir gleich mal hier ein Primärziel. Ne, wie heißt das? Elitegefecht. Mann, ist ja nicht so, als hätte ich das Spiel jetzt, keine Ahnung, 50 Stunden gespielt. Aber die Namen, die bleiben nicht so. Die sind noch nicht so hängen geblieben. So. Ist ja auch egal. Was haben wir denn Feines? Zumindest mal kein Überfall.
So, das Mädel steht schon mal sehr gut. Kann ich das? Ja. Nee, leider noch nicht. Weil es sind 4 bogige Schützen. Okay. Quasi. Jetzt pass auf. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Die hier ist egal. Die hier kein Problem, die macht sich unsichtbar und alles ist gut. Mir gefällt das da hier nicht. Den kann ich dann weiter nach vorne und kann schon mal einen treffen, aber was ist mit denen? Ja, komm. Versuch macht klug, ne? Da oben sind natürlich 4. Dann stellen wir das Ganze so rum. What are you doing? I'm starting the round. So, auf geht's. Also, Right. erste Arbeitsanweisung. Mach dich mal unsichtbar, Mädel. So. Okay, und jetzt geh mal dahin. Und, achso, ja, was auch immer schön ist. Man kann halt Items benutzen. Viele Items mit ihr benutzen. Das mache ich gerne. Weil, wenn man schon mal da ist, ne? So, alles klar. Nächster bitte. Du zum Beispiel. Ich muss erstmal gucken, wie weit die kommen. Okay, also bis hierhin komme ich auf jeden Fall. Will ich da denn hin? Ich will mehr so oben an den Felsen, gell? Okay, dann gehen wir mal. Zumindest mal ein Feld vorgekommen, kann keiner meckern. Bleib du schön. So, jetzt, ja klar, jetzt habe ich hier das Problem. Hier sind ganz viele Fässer. Aber da komme ich ja nicht dran. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, macht Bumm. Bumm kann ich machen. Aber da schießen dann 3 Leute, 95 auf mich. 3 bis 4 und 95. So, lass mal den da gucken. Okay. So was. Mach das so. Der wird nicht bis hierher kommen. Kann ich mir sparen. Und der bleibt einfach daneben dran stehen. Ja. Immerhin hinten dran. Und tun einfach Verteidigung auf ihn. Ich habe doch gar keine Verteidigung. Achso, ich bin zu früh. Sowas habe ich noch gar nicht. Okay, dann kriegst du einfach hier ein bisschen Angriff gedrellert. Angriff gekloppt, quasi. Guti, dann zeig mal, was der Gegner so macht. Was? Wie? Was? Wo? Ich bin unsichtbar. Also jetzt nimmer, aber ich war eben... Wie konnte der mich sehen? Okay, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Und warum ist hier Feuer? Was ist denn das für eine Kacke gerade? Also, es ist nicht so, dass du unsichtbar sein musst, damit sie dich... Ja, ja. Sure. Nee, ernsthaft jetzt, ihr wollt mich doch gerade verarschen. Hey, also das... Ich bin wirklich kurz davor... Also, ich hatte schon mal einen Bug in dem Spiel, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Da hat ein Neustart geholfen. Und gerade so, du sitzt da, du bist versteckt. Es ist egal, wenn du dich vor denen ihren Augen unsichtbar machst, das ist egal, das macht nichts, ne? Aber die haben mich irgendwie alle gesehen. Weiß nicht so, ob das so geplant wurde, so. Ja, okay, dann hast du sehr gut gemacht. Überlegen, ob man das noch ein bisschen recken könnte. 1, 2, 3. Bis da ans Fass komme ich. Ja, lieber auch. Ja, komm. Ich gehe hier jetzt auf Nummer sicher. Also das ist ja jetzt, ihr habt doch wirklich den Schuss nicht gehört, oder wie das heißt. So. Also sowas. Jetzt kann ich mich nicht unsichtbar machen. Ja, das ist mein ganzes Dingens ist kaputti. Kaputti, ja, dann bleib hier. Ja, das ist jetzt irgendwie gar nicht cool. I'm busy. So, dann müssen wir andere Taktik wählen. Die andere Taktik heißt, den einen da platt machen. Reicht das schon? Nein, ich will nicht aufs Fass, okay. Ey, ist mir jetzt halt egal, dann sterben wir halt alle. Dann sterben wir halt alle. Komm mal her.
Stellt sich jetzt dahin. So. Not interested. Gibt dir gleich noch die Infos. Ja, so. Jetzt werden sie natürlich alle auf mich gehen. Das ist natürlich jetzt ja doof. Aber ich werde ihn beschützen. Mit meinem Leben, indem ich mich hier hinstelle. What are you doing? I don't know. Ja, mach mal. Es bringt nichts, aber egal. Ja, was ich jetzt mache, ist halt einfach, ich versuche... Oh, hoppala, Gegner schon am Zug. Ein paar davon zu überzeugen, mich anzugreifen. Was ja auch gelingt gerade, wie man sieht. Weil sonst würden sie nämlich alle auf den Bogenschützen gehen und der steht halt im freien Feld. Nicht gut. So. Ist aber auch also gerade mein schlimmstes Dingens... Konstellation, die es gibt, lauter Bogenschütze. Und meine Assassine, normalerweise, weißt du, wenn die auf Level 3 wäre, könntest du dich einfach hinter sie schleichen und könntest du verhackschnitzeln. Geht aber nicht, weil meine Assassine gerade außer Gefecht ist. So. Erstmal ihn ein bisschen heilen lassen. So generell alles, vor allen Dingen aber dich. Dann ist dieser Kampf wohl etwas schwerer. So, alles klar. Die ist geheilt. Nee. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Und eigentlich bin ich jetzt unsichtbar, ja? Das heißt, ihr dürft mich nicht angreifen, okay? Also, dass die alle auf mich zielen, ist eine Sache, aber theoretisch sollten sie nicht treffen. Oder ist... Nee, ich... Warte. Guck. Wenn ich eine Maus kriege, da ist eine Maus, da. Verborgen, hä? Und Einzelzielen. Ja, ist ja kein Einzelziel. So, jetzt müssen wir erstmal den hier... Den hier ausschalten. Ich stelle mich mal ein bisschen runter. Ja, ein bisschen weiter noch nach hinten. So, jetzt trifft mich nur noch einer. Aber ihn nicht mehr. Das ist doof. Gut, dann stelle ich mich halt... Das Problem ist, dass ich direkt neben dem Fass stehe. Das gefällt mir nicht. Ja, dann ist es halt so. So, der eine ist schon mal weg. So, es geht los, Leute. Der eine ist schon mal weg. Es gibt übrigens ja auch noch die Möglichkeit, gleich das zweite Gebiet zu überspringen. Kannst du dir kaufen. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich mir denke, ja, leveln die dann auf? Sind sie dann gleich auf Level 3? Weil das levelt ja auch auf. Hier. So, habe ich noch nicht gemacht. Kann man aber trotzdem irgendwann mal auswählen. Aber die hier stehen schön. 1, 2, 3... Bringt genau für einen was. Wenn ich mich da hinten hinstelle, bringt auch nicht viel. Okay. Ja. Du, aber sowas von hast du das. Pass auf, meine Mega Brain Move ist heilendes Pulver zu nehmen. Ich weiß, dass ich noch im Feuer stehe. So, weiterer Mega Brain Move ist Verstecken. Das machen wir einfach nicht, ne? Das machen wir einfach nicht. Jetzt hoffe ich, dass die Töle hier für mich arbeiten wird. Feuert er denn hin? Er feuert auf die Töle. Ja, oder von denen erledigt wird. Das ist auch in Ordnung. Wo schießt der hin? Auch auf die Töle. Oh. So. Alter, Moment. Lass mal die Fuzis da angucken. Das kann ja nicht sein. Wieso erkennt der mich? Das kann nicht sein. Hat er irgendwie was drin? Oder liegt das daran... Dafür bekannt ist, Gegner zu markieren und besser zielen zu können, Brandpfeil. Wieso kann der mich sehen, wenn ich doch verdeckt bin? Ja, jetzt nimmer, ne? Das weiß ich. Aber das ist doch Kacke. Ich kann jetzt quasi hier nichts machen, Mann. Die ganze Figur basiert darauf, dass du unsichtbar bist, weißt du? Es ist, irgendwas stimmt hier nicht, sag ich euch.
Ich tippe auf einen Bug. So. Und du kriegst jetzt den da reingeballert. So. I'll make it quick. Ja, make it mal quick. Okay. Die haben noch nicht gereicht, das ist schlecht. Ich muss doch heilen. Also, nee. I'm waiting. 15-18%. Okay, dann stelle ich dich dahin. Pass auf, das machen wir anders. Okay, wenn ich schon nicht schleichen kann, stelle ich mich hier hin und werde mich zumindest rächen dafür. Stelle ich mich hier hin, rächen. Einmal rächen bitte. Es sollte reichen, der kriegt einen zweiten drauf. So. So. Okidoki. Kann ich mich danach nämlich noch verstickele. Hier hinten verstickele ich mich. Oder? Ja, ach, da hinten ist noch einer. Ja, komm, ich verstickele mich. An ihn ran komme ich nicht. Dann stelle ich mich hier hin. Scheiße, schützen kann ich auch nicht. Es ist ja mal wieder... Da hat er ja wieder nur das Beste hier vorbereitet. Junge, ich habe jetzt schon kein heilendes Pulver mehr. Alles klar, Mädel. Das ist, also das ist wirklich die dümmste Konstellation, die man mir hätte antun können. Also so wirklich... Und das halt gleich im quasi ersten oder zweiten Kampf oder was es ist, wo ich halt noch nichts kann. Das ist halt mein großes Problem, die ersten paar Kämpfe. Wo geht denn der hin? Ach, da runter. Ja, ja. So. Okay. Dann heißt es jetzt hier Angriff. Aha. Ja, komm, das hältst du aus. Kriegst du hin? Ich muss nur noch mein Telefon davon abhalten, zu bimmeln. So. Den Schaden. Wie viel habe ich? 41. Gut. Ja, machen wir genauso. Geht nicht anders. Tut mir leid. Hoppala. Tut mir leid, ich habe die falsche Taste. Ja, kriegt er halt Schaden, aber ich muss den da treffen unbedingt. Ernsthaft jetzt, weißt du? Da, gucke. Das ist ja Wahnsinn. So. Get your butts. Yeah. Ich habe einen Plan. Der Plan heißt, ich spreng ihn einfach weg. Ist mir jetzt kackegal hier. So, zack, weg mit dir. Du Lusche. Ich habe keinen Bock, das Ganze nochmal zu machen. Well, Ja, well. So, jetzt pass auf. Jetzt würde ich mich gerne richtig unsichtbar machen. Auch wenn es nichts nutzt. Wie kann das sein, dass die mich sehen? Kann doch nicht sein. Komm mal her. Schadensstärkung. Verteidigungsstärkung. Ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass der mich sieht. Wieso kann der mich sehen? Ja. Also ja, diese... Hey, hallo? Sollst dich hier hinsetzen, du Eumel. So. Dass der das Dingens da drauf hat, das ist klar. Das ist ja nur, dass ich in Reichweite bin. Aber warum kann der mich sehen? Haben die irgendwie was drin? Nee, das war gestern auch nicht so. Da haben die Fernkämpfer konnten mich nicht sehen.
Ja, jetzt wird erstmal eine Runde geheilt. Im besten Falle dich. Let's close those wounds. Ja. So, ich würde ja gerne mit ihm hier angreifen, aber das kann ich mir nicht leisten. Und deshalb versteckele ich mich etwas. Und zwar so weit wie möglich da hinten. Ohne durch das Feuer durchzugehen, danke. Kann ja hier, das bringt gar nichts. Ja, bleib hier einfach stehen. Bleib stehen und warte auf den Tod. Wie er immer genau auf meine versteckte Assassine geht. Wie kann denn das sein? Echt jetzt? Du willst mich doch veräppeln hier gerade. Du Eumel. Du spinnst doch. Das kannst du nicht bringen, Junge. Du wirst jetzt gehackschnetzelt. Ist mir egal. So. So. Hat jetzt gleich Ruhe hier. Also das mache ich hier nicht länger mit. Du spinnst doch. Echt jetzt. Hast du doch nicht mehr alle. Komm her. Lass dich schnippeln. So, und dann, sehr gut. Haben wir haben wir uns durchgewurschtelt. Das war ein sackschwerer Kampf, weil meine Assassine, keine Ahnung, hat sie Kacke am Fuß oder was? Riecht man sie? Was soll denn das? Chance von 15%, ein Zug lang markiert bei jedem Treffer. Haben wir das nicht schon? Nee, das haben wir mit einem anderen. Wie? Warum ist der verletzt? Ist der eben gestorben? Die Lusche? Ist der jetzt wirklich gestorben? Durch das Gift? Ah, bin ich doof. So, wenigstens hat sie jetzt ihre geile Fähigkeit, das Gefecht mit 2 Züge im Verborgenen zu beginnen. Alter Schwede, das ist ja hier, das grenzt ja an Arbeit hier. Yeah, das war wirklich schwer. Jetzt ist mir der Bogenfuzzi abgenippelt. Also ja, der nippelt ja nicht direkt ab. Ich hab's ja so, hab ich das schon erklärt? Ich hab's ja so gemacht, dass die nicht sterben, sondern aus dem Kampf draußen sind und da verletzt rumliegen und dann 2 Kämpfe lang verletzt rumäumeln. Also das heißt, ich kann sie jetzt auch hochheilen, aber sie haben, glaube ich, 50% höhere Chance, Schaden zu nehmen oder so. Könnt ihr mal gucken, sieht man das hier? Nee, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. So. Warte mal. Wir gehen jetzt hier hin und jetzt kriegen wir wahrscheinlich die... Weißt du... Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe das jetzt 6, 7 Durchgänge gemacht, kam bis hierhin, habe jedes Mal diese Rhythmusfrau da gekriegt, die sich selbst verletzt. Jedes Mal. Und dann dachte ich so, okay, scheinbar kriegst du die automatisch immer dazu. Deshalb habe ich die hochgelevelt, bis es nicht mehr geht. Alle anderen vernachlässigt. Ihn zum Beispiel. Und jetzt kriege ich den. Also es ist quasi random, wen man kriegt. Okay. Ah ja. So, dann gucken wir mal, was man mit dem Guten machen kann. Visualisieren. Vereinfachte Rhythmusphase und verursacht 10 bis 30 Schaden. Und das hier ist herausfordernd. Fordere einen Gegner heraus, indem du ihn 2 Züge lang markiert zufügst. Erleide einen Konterhaltung konternden 1 bis 2 Nahkampftreffer. Für einen gegnerischen Zug. Moment, wieso erleide ich das? Konterhaltung. Reagiere auf Nahkampfangriffe mit einem Gegenangriff in der Rhythmusphase. Ja, das ist doch aber nicht erleiden. Das ist doch diese Hab-8-Stellung da, weißt du? Und das da macht hier mein Dingens aufballern. Ich mach mein Dingens aufballern. So, ich finde, also wenn da erleiden steht, dann nehme ich das natürlich nicht. Ich will ja nichts erleiden. So, dann geht man eben vielleicht noch... Was haben wir denn hier? Ja, mach mal ordentlich... Geh mal ordentlich Gegner. Da, ich glaube, da haben sie drauf gepinkelt oder so, weißt du? Gegner markieren. Mhm. So, Gute, dann sehen wir unseren Weg. Was ist denn das da? Was ist denn dieser rosa Blob da? Das da, was ist das da? Das war doch vorher nicht da, oder?
Ja, das Problem ist, dass sich die Umwelt auch ändert. Ich habe ja letztens den ersten Boss besiegt hier, der da oben kommt. Und jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen, gegen die verstärkte Version. Der hat jetzt so rosa Dinger auf dem Buckel, rosa Steine. Fand ich auch irgendwie doof. Da tust du mit Mühe und Not irgendwann mal einen Boss schaffen. Und dann, ja, nippelt der ab hier. Geht ja wohl gar nicht. So, wir gehen hier rum, damit wir hier zur Not den Bogenschützen heilen können. Und falls er schon geheilt sein sollte, was ich aber nicht glaube, dann kriegt die ganze Party irgendwie eine Stärkung für einen Kampf oder so. So, wo wir noch dabei sind, das ist übrigens der Run Nummer 10. Currently in Plains Advanced 8, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber Run Nummer 10 könnt ihr mal sehen. Es reimt sich sogar. Nee, jetzt könnt ihr hier das Video von gestern gucken, wenn ihr wollt. Ihr müsst und dann könnt ihr sehen, wie viele Runs ich dann insgesamt noch gemacht habe, als ich im Urlaub war. Okay, morgen geht's weiter. Danke, tschüss. Bleibt kräftig oder so.